Ja, Mei, auf der Wiesn, da geht's schon sauber zu. Und nicht nur die Touristen sind ein echter Hingucker. Herzlich willkommen zu unseren Wiesentypen. Die erste Gattung schmückt sich gern mit feinen Tüchern, Kopfschmuck und teuren Accessoires. Es handelt sich um die Fashion Freaks. Das Münchner Oktoberfest ist dieser Tage quasi der größte Freiluftlaufsteg der Welt. Da zeigt vor allem Frau gerne, was sie zu bieten hat. Und das sind nicht immer bloß Dekolleté und Beine, sondern gerne auch Designer-Handtäschchen und Luxusstilettos. Christine und Nafia sind Münchnerinnen und zu dem Fashion-Wahnsinn haben sie eine ganz klare Meinung. Das ist immer noch die Wiesn. Es sollte halt schon etwas traditionell gehalten werden. Da machen es die etwa 1,2 Millionen ausländischen Besucher bedeutend besser. This is my first Oktoberfest and it's wonderful. Bei einigen erkennt man schon von weitem, wo sie herkommen. Zum Beispiel beim Typ der Italiener. Ja, die Italiener, Dolce Vita und Amore, so kennen und lieben wir unsere südeuropäischen Nachbarn. Also die lassen den Nationalstolz raus, fallen auf jeden Fall auf, allein von der Lautstärke sowieso. Ja, das Italia-Shirt muss schon sein, ein lustiger Hut wird gern dazu kombiniert. Ganz klare Priorität hat halt immer noch Amore, wie auch unsere Reporterin am eigenen Leib erfahren muss. This dress is very, very wonderful. Mama, please. Very good. Etwas anderes begeistert unsere Freunde aus Down Under. Das hier ist ein Familienfest kombiniert mit einem massiven Saufwettbewerb. We drink Wir können 5-mal so viel trinken wie jeder andere. Ja, sie zumindest. Deshalb wird sie bald umfallen. Wer ist das? Man erkennt sie immer zweifelsfrei an ihren Flipflops, die sie Tag und Nacht und bei jedem Wetter tragen. Immer gut drauf, trinkfest und oft ein Lied auf den Lippen. Auch beim Outfit geben die Australier sich Mühe, unter den Einheimischen nicht aufzufallen. Also ich habe die Australier ganz gerne, aber in einem Surf-Outfit. Damit sehen sie viel heißer aus. Und dann gibt es noch unsere Freunde aus Asien. Ja, bitte. Zugegeben, ganz leicht machen wir es unseren Freunden aus dem Land der aufgehenden Sonne ja nicht mit unseren Sitten und Gebräuchen. Bier trinken ist nicht so ihr Ding, dafür wird viel geknipst und angeguckt. Trotzdem besser, als es wie der Frühaussteiger zu machen. Eigentlich ist der Frühaussteiger ja ein recht angenehmer Zeitgenosse. Er isst und trinkt nicht, zumindest nicht nach 16 Uhr, denn ab da hält er ein Nickerchen. Am liebsten auf dem berühmt-berüchtigten Hügel hinter den Zelten. Für ihn ist der Wiesenbesuch bereits wieder vorbei, bevor die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hat. Schade, finden Nafia und Christine. Einfach sich mal entspannen, einfach mal ein Wasser trinken, einfach ein bisschen an die frische Luft, vielleicht irgendwie eine trockene Semmel oder sowas essen. Das ist ja so ein Tipp, der eigentlich immer hilft. Da kennt sich jemand aus. Ja, aber dann wird es eigentlich dann auch wieder. Ob schick oder sexy, aus Europa, Australien, Asien oder München, ohne diese bunte Mischung wäre das Oktoberfest in jedem Fall nur halb so schön.